Das geht nicht klar. Das geht gar nicht klar. Das geht ja mal gar nicht klar. Und damit herzlich willkommen zum weiteren Part Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Wir sind in die Brotlande geschickt worden, um die Rotgemme zu besorgen, während Bodo in die... irgendwas mit H. Die H-Irgendwas-Wüste, verdammt. Ja, schau, war mir zu wenig bisher, um die Gelbgemme zu besorgen. Weil wir herausgefunden haben, nur zu dritt, also mit der Blaugemme, Rotgemme und Gelbgemme, sagen wir stark nur den Schattenkristall zu negieren. Und hier habe ich jetzt da die purpurrote Einheit gefunden. Warum erscheint hier ein Ranger, obwohl ich... Kurz mein Controller ausgeschalten, so. Obwohl ich doch auf Lavana warte. Lavana, oh! Das haben wir in Schloss Almia, sind wir ja auf diesen blauen Typ wieder getroffen. Und jetzt wird hier wahrscheinlich irgendwie die zweite von diesen drei Typis da und sind, und zwar Lavana, die wir noch nicht gesehen haben. Oder haben wir die gesehen? Ja, ich weiß nicht. Ist die Kommunikation mal wieder im Eimer? So, du erwartest also einen Big Boss, oder wie? Du erwartest den Big Boss. Erstmal einen dicken Fight hier reinhauen. Ja, Pokestärke. Aber wenn die nicht so viel bringt jetzt. Und erst mit daneben. Jawollo. Kriegen wir alle auf einmal? Oh, die sind ja easy. Und ich krieg eh nicht mehr Damage, von dem her scheiß drauf. Komm. Ah, nicht gleichzeitig. Die Con-Minis kennen immer noch nichts. Wir sind kurz davor, die Macht an uns zu reißen. Ist jetzt so, als wären wir die Bösen, aber sind wir hoffentlich nicht. Zip Zip. Übrigens, Zip Zip, unser Podcast. Jeden Montag neue Folge. Gerne reinhören. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auch auf YouTube. Du hättest mich nicht demütigen müssen. Das werde ich alles Lavana erzählen. Ja, und Lavana kriegt eine fette Schelle. Weiß ich nicht über das Piep, wahrscheinlich nicht. Volara. Weißmehl, Volara hier. Hier ist noch ein Hinweis. Pokémon der Gruppe Wasser sind im Brodelvulkan sehr wichtig. Du wirst Hilfe benötigen, also fang am besten gleich ein paar von ihnen. Volara, Ende. Okay. Haben wir die schon mal gefangen? Nein, Pelipper ist neu. Du wirst wahrscheinlich löschen haben. Hat Volara jetzt gemeint, wir brauchen die Fähigkeit löschen ganz oft? Oder hat sie gemeint, wir müssen die Pokestärke auf L setzen, weil wir mächtige Pokémon begegnen werden? Das ist die Frage. Löschen 3. Scheiß auf Gastrodon. Wir nehmen nur noch Pelipper mit. Und zwar gleich beide. Ich meine, wenn Volara uns schon mal den Tipp gibt. Und Volara ist wesentlich länger Top Ranger als wir. Oh, wow, holy shit, die war fast gelaufen. Krass, überbrennende Wand. Ey, ich find's geil, dass es immer mehr Hindernisse gibt. Und immer wieder was nice. Klar, immer ähnliche Fähigkeiten, nur verstärkt. Aber mir gefällt sowas. Dieses Freischaltprinzip. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht einlaufe. Es ist die Frage, ob ich da hinten den Georock oder so mitnehmen soll. Das glaube ich, lasse ich erstmal, aber... Okay, ich glaube, ich passe mir lieber mehr auf. Oh, was sind denn? Rizeros. Haben wir auch noch nicht. Ist voll am Attacken. Ja, ich nehme jetzt mal ein paar Flammen-Damage-Ticks in Kauf. Scheint es mir aber auch so ein Viech zu sein, das zertrümmern haben kann. Oh. Und hart Ray-Damage auf jeden Fall auch. Zack. Aber, nicht vergessen, bei jedem Fang kriegen wir Ohr-KP dazu. Tackle 3 nur. Diese Feuerwand ist unmöglich zu löschen. Nicht ohne die Feuerwehr zu rufen oder das richtige Wasser-Pokémon zu fangen. Ja, bloß leider seid ihr zu dumm zum Fangen. Mein Make-up ist vom Schwitzen ruiniert. Lass uns abhauen und das Näschen pudern. Lavana muss es ja nicht erfahren. Ich bin dabei. Lavana würde uns aber sowieso vergeben, wenn wir so eine gute Begründung haben. Es ist Lavana so, ne? Huch, was macht denn ein Ranger hier? Du hättest mich nicht mit verschmiertem Make-up sehen dürfen. Das wirst du bereuen. Ich wollte gerade noch einen Aufriss starten. Und du bist es sicher nicht mehr. Weil mein Make-up verschmiert ist. Scheiß auf, wir brauchen keine Pokestärke. Wir sind heftig genug. So ungefähr. Boah, 1200 S-Rang. Woo! Das sind die EP, die mir schmecken los. Jetzt sind wohl mein Make-up als auch mein Stolz ruiniert. Lavada, ein Ranger ist
Furchtbar gemein zu uns. Das sind schon heftige Witzfiguren, aber von vorn bis hinten, gell? Du hast auch nochmal Hariyama. Boah, ist das jetzt ein Fehler, Georock nicht mit zum Nimmer? Weil Georock kann ja nur zertrümmern. Scheiße, ich hätte... Oh! What? Da vorhin, Dings runter. Steine. Sag mal, ist der Vulkan about to erupt? Schneckmark, haben wir die schon. Na, Makago. Bro. Immer wieder falsch. Naja, ich hätte doch nochmal zurück müssen und... Boah! Wir haben jetzt echt schon ein paar dicke Viecher gesehen, ja? Aber Stollos ist mit Abstand das dickste. Und ich will dich. Verdammt, ich will dich. Boah. Ist jetzt ein direkt Pokestecke-Boden, ey. Das Ziel gilt als pausierend. Ich muss mir die ganze Zeit checken, wenn nicht die ganze Zeit was. Ah, jetzt! So funktioniert's. Die Frage ist nur, was heißt pausierend? Konntest du währenddessen nicht angreifen, aber... Hm. Boah, ich bin so gespannt, was du drauf hast. Stollos ist ein genereller Viech, das ich sehr gern hab. Tackle 4. Haben wir nicht irgendwo Tackle 4 braucht? Ich habe mir doch mal was aufgeschrieben. Nein. Stollos wird sowas von braucht. Schwierige Situation, wenn uns Löschen jetzt schon ausgeht. Gut, dann geht es weiter. Mit Kurtel. Boah, und ich weiß nicht, normalerweise war er die immer zurückgelaufen und hätte mir nur mal Wasser-Pokémon geholt. Wir sehen gleich, ob das ein Fehler war. Das ist diesmal nicht zu machen. Oh! Tackle 4! Let's go! Der runden Stor können wir einfach weggebolzen. Es ist wie die VM-Stärke. Mir ist aufgefallen, dass ich die Pokestärke von Panflamme, also Feuer, die ganze Zeit hergenommen habe. Autsch. Komm schnell nach oben. So. Die ganze Zeit hergenommen habe. Weil es halt, so wie ich das mitgekriegt habe, mehr Power ist generell. Aber faktisch bringt mir Panflamme jetzt hier nicht so viel. Deswegen Blindfall. Oh, Voicemail. Warum das? Voicemail. Hier ist Rhythmia. Ich spüre die Gegenwart eines wirklich starken Pokémon in deiner Umgebung. Sei auf der Hut. Gehen wir jetzt schon zum Boss? Das wäre höchst ungewöhnlich, wenn wir so schnell reinfetzen und die Rotgemme einfach rausholen. Aber Lavana müsste ja eigentlich auch noch irgendwo auftauchen. So wie es letzte Mal ja... Ich weiß halt nicht mehr, wie der Typ kosten hat. Diesen blauen Typi mit Rezo war. Let's go! Oh, Lavana! Tatsächlich, da ist sie. Was geht hier vor? Oh! Da ist sie. Lavana. Mit ihren purpurroten... Was muss ich hier sehen? Er hat es ein mickriger Ranger geschafft, so weit zu kommen. Ja, die purpurrote Einheit. Ich denke, der Ranger hat irgendwen ausnahmsweise die Tür öffnen lassen. Dieser Ranger hat in den Brodelanden einen heldenhaften Ruf, weil er die Pokémon von unserem Schiff gerettet hat. Ich verstehe. Darum war die Tür also offen. Aber das ist okay. Ich habe die Tür mit meinem nachgemachten Schlüssel verschlossen. Oder anders ausgedrückt, dieser Ranger zappelt in unserem Netz. Nun, schön dich kennenzulernen, Ranger. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich gehöre zum Sinistrio, den Lieblingen vom Big Boss. Ja, den Big Boss kennen wir auch noch nicht. Okay. Syodara-Pose. Eine sexy Pose. Wunderbar. Warum auch nicht? Mein Name ist Lavana. Ich bin eine Frau voll feuriger Leidenschaft, genau wie dieser Vulkan. Und an ihrer Seite stehen Lavanas persönliche Handlangerinnen. Team Nachtschattens purpurrote Einheit. Ja, ich habe schon gemerkt, ihr habt so Untergruppierungen. Hat das der andere Typ im Schloss Almia gehabt? Geht mir aus dem Weg, ihr zwei. Übrigens, Ranger, suchst du vielleicht auch gerade nach der Rotgemme? Wäre echt blöd, denn du musst wissen, es gibt nur eine davon. Also gib schon auf und scher dich davon. Lavana, lass uns. Wir werden mit dieser Sache schon fertig. Da habt ihr auch wieder recht. Bei so einer kleinen Aufgabe muss ich nicht persönlich Hand anlegen. Erledigt ihr das. Hey, hat sich das noch nicht bei euch am Sinistrio rumgesprochen, dass euer blauer Kollege bereits versagt hat? Gegen diese kleine Sache? 2 Pyros. Ja. Flinfert direkt rein. Blub. Oh, na. Blub. Ja, scheiß drauf. Wasser ist kacke. Komm. Warum muss denn Wasser so eine Kackfähigkeit sein, Mann? Wodurch meine Farbe eigentlich immer blau ist. Mann. Ja, komm, verpiss dich. So. Nee, scheiß drauf. Das ist eine Kackfähigkeit.
So. Wasser ist es aber nicht da. Da war Feuer und Pflanze war wesentlich geiler. Blitz, also Elektro. Ja, ist trotzdem keine große Sache gewesen. Lavade, es tut mir leid. Entschuldigung, kann ich keine vorbringen. Unseretwegen musste der Ranger aber eine Menge von diesen Kreisdings machen. Er müsste also zumindest erschöpft sein. Nee, ich habe nämlich kein Damage gekriegt. Ruhe, aus dem Wege, Versagerinnen. Oh, welch Jammer. Sexy Pose. Ranger, jetzt wirst du sehen, was du davon hast, mich emotional so aufzubringen. Okay. Rhythmia hat mich vorher gewarnt, dass irgendwo sehr starke Pokémon sind. Ist das ein Boss? Boss. Panferno. Ja, ich werde mit der Aufladung arbeiten. Und neben mit der Pokestärke. Wow! Explosion! Naja, bisher geht's noch. Und bisher machen wir recht gut. Oder? Bisher machen wir recht gut Damage. Oh! Die passiert nicht nur immer um dich rum. Das ist ja crazy. Hoppla, 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 hoppla. Ich bin gerade aus Versehen auf meine Tabs gekommen. Und bin somit rausgetappt. Ja, aber bisher wirkst du nicht so krass. Okay, drei Ausrufezeichen machen so eine Attacke, die Kurtel heftig perfektioniert wird. Ja, Explosion wieder. Ja. Wir sind immer auf der sicheren Seite, wenn wir nur einmal einen Kreis um Panferno machen, damit eben der getane Damage nicht wieder rückläuft. Oh, komm. Das war jetzt wirklich unnötig. Ich möchte nur mal einen Kreis ziehen, damit du gefinisht bist. War ein bisschen hektisch zum Schluss. Aber war kein Stress tatsächlich. Hat auch nur Brand 3. Also so krass Panferno warst du gar nicht. A-Rang, 1200, fast Level Up. Wie gesagt, Lucario war bisher immer nur der heftigste Gegner. Bin ich ja sehr stolz drauf. Ja, was ist los hier, Lavanna? Bist du jetzt schon besiegt? Also, all diese Kreise müssen dich erschöpft haben. Oh, Ranger, mich zu besiegen löst dein Problem nicht. Du hast dich schwer geirrt, wenn du meinst, du könntest die Rotgemme einfach nehmen. Sie wird nämlich von einem wirklich brutal harten Pokémon bewacht. Ja, genau. Stimmt, letztes Mal war ja Frostedia, also dieser Vorboss, so wie jetzt Panferno, war absolut. Aber ich glaube, der nächste Boss wird nur mehr schwieriger. Wahrscheinlich auch schwieriger als Lucario. Ich weiß zwar nicht, wer es ist, aber wir werden schon sehen. Ich werde jetzt gehen, aber nur, um mein Make-up in Ordnung zu bringen. Nicht, weil ich etwa verloren hätte. Mein Make-up verläuft sehr leicht. Vergiss das nicht. Ja, ist jetzt also eine Sache. Ich gehe nochmal kurz runter und auffüllen. Also hier mit diesem Raichu. Weil ich möchte die anderen zwei auf jeden Fall im Kampf drin haben. Na, perfekt. Alles gut. Wir kriegen das Level Up, einer. Wir sind schon wieder vollständig geheilt. So, wir gehen in diesen Kampf rein mit absolut keiner Pokestärke-Vorbereitung. Oh. Das war frech. Aber mit 3 Raichus, um uns zu heilen. Und zwar richtig dick zu heilen. Wir wissen ja nicht, was passieren wird. Also wir gehen jetzt ganz anders roh als bei dem Lucario-Fight. Oh, na, oh shit. Ja, okay, scheiß drauf. Einfach durch. Wir sind schon da. Die 6 Damage sind verkraftbar. Wer ist der Wächter der Rotgemme? Der Wächter der Blaugemme war Lucario. Absolut würdiger Bossfight. Absolut würdig für Lucario selber. Schauen wir mal, ob die Rotgemme genauso würdig bewacht wird. Wer wird es sein? Ey, wenn der Vulkan dann ausbricht, dann haben wir ein bisschen ein Problem. Einfach Lavados, let's go. Oh! Heatran. Bist du nicht ein legendäres? Wow, okay, mit dir habe ich nicht gerechnet. Du bist doch eigentlich legendär oder zumindest mysteriös. Für mich bist du legendär. Heatran.
Wow, das ist eigentlich so das erste legendäre Pokémon, das wir in dem Game begutachten. Direkt erst ein bisschen Damage fressen, Klammern. Aber sonst nichts zum Tor, Klammern, Klammern. Scheiß, die waren dann. Wow! Das ist Tackle und das geht so weit? Und Feuersturm musst du drauf. Wow! Ey, muss aber doch einen Kreis ziehen zwischendurch. Na, so geht's auch. Wow. Okay, wow. Okay, einfach gemütlich runterspringen, würde ich gerade sagen. Und dann macht er diesen Banger. Bum, bum. Aufladen, bitte. Naja, wir können das runterspringen. Wir schaffen das. Er ist noch nicht in der letzten Phase, aber wir können das runterspringen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das hinkriegen. Ja. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Lavabecken da hinten, dass das so viel Damage macht. Scheiße. Das kann langsam weggehen, das andere Lavabecken da. Er macht halt konstant 10 Damage. Wir machen 93. Gut, mit 93 Damage waren wir One-Hit, ehrlich gesagt, von dem her. Das ist schon okay. Jetzt macht der nur mehr Lavabecken. Oh mein Gott! Fuck! Das geht nicht klar. Das geht gar nicht klar. Das geht ja mal gar nicht klar. Okay, wir müssen verwalten. Immer wieder Kreise ziehen, damit zumindest nicht der Damage wieder weggeht. Und ich muss die Kreise vorsichtiger ziehen. Scheiße. Na komm, 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 komm. Scheiße. Ja, Damage. Ja, aber gut. Ja. Ja! Wow, also 3 Lavabecken war frech. War der schwieriger als Lucario? Hat vielleicht auf den ersten Blick so gewirkt, aber... Ja, es waren schon beide top, gell? Heatran hat sich dazu entschieden, Mare die Rotgemme anzuvertrauen. Also Heatran hat da insane viel Damage gemacht. Aber ich glaube, schwieriger war Lucario. Du hast die Rotgemme erhalten. So easy war's. Das ist ja schon fast lächerlich gewesen. Also, die Blaugemme war wesentlich schwieriger zum Holen. Ja, und schon sind wir wieder durch. Ich habe jetzt noch ein bisschen überlegt, wo kann denn nur so eine Statue sein, weil es gibt ja hier diese Statuen, die wir schon gefunden haben, wo man Zerschneiden 5 braucht, Brand 5, so diese ganz heftigen Dinger. Aber da haben wir jetzt hier in die Brotlande nichts gefunden. Es gibt zwar noch einen kleiner Spot, wo ich noch nicht war, aber ich glaube, der hat er mit dem Auftrag zum Tor, wo Flamara hinten ist. Da werden wir schon noch hinkommen, aber das wahrscheinlich dann im nächsten Part. Den findet ihr dann in der Endcard. Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.